Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Ja, und heute schauen wir uns Luxemburg nicht nur als Arbeitsort an, sondern auch als Kulturort, als Freizeitort. Das mache ich zusammen mit Marc Blasius. Hallo. Und unserer Kulturjournalistin Nora Schlösser. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Genau, Luxemburg ist halt ein kleines Land, ein schönes Land. Hat viel Natur, aber ja auch kulturell ganz viel zu bieten. Und ja, da du halt die Expertin hier bist in der Redaktion, haben wir dich eben eingeladen. Was macht denn, ich fange einfach mal so an, was macht denn für dich Luxemburg kulturell so besonders? Tatsächlich einfach die Vielfalt, die es in diesem kleinen Land einfach gibt. Also ich meine, wir haben ja nicht mal 1 Million Einwohner und über das ganze Jahr verteilt gibt es über die Grenzen hinaus eigentlich, also wir ziehen ja nicht nur Leute aus dem eigenen Land an, sondern auch Leute aus Deutschland, Frankreich, Belgien, also einfach die ans Grenzgebiet hinein, gibt es da einfach ein Angebot, was ja so viele verschiedene Leute anzieht und interessiert. Mhm. Genau, wir fangen dann erstmal so ganz aktuell an. Also der Sommer steht vor der Tür, gerade jetzt nächstes Wochenende fängt auch ein großes Festival an. Was geht denn jetzt gerade? Ja genau, du hast schon gesagt, die Festival- und Open-Air-Saison hat gerade begonnen. Also letztes Wochenende war ja noch das Lua-Festival in Belval und nächste Woche ist dann auch schon das Usina-Festival in Dödelingen, wo es dieses Jahr auch Gratis-Eintritt gibt. Also es war ja die Jahre zuvor, dass du dafür einen Tag gezahlt hast und ein Tag war umsonst, beziehungsweise zum Teil hattest du auch schon, dass du für 2 Tage zahlen musstest. Und dieses Jahr, gut, das Angebot ist ein bisschen kleiner geworden, die machen jetzt auch nur noch einen Tag, aber der Eintritt ist kostenlos und du kannst unter anderem Giant Hooks dir angucken. Also ist ja schon ein Headliner, würde ich sagen, und das umsonst. Also kriegt man auch nicht überall. Das macht tatsächlich auch die Luxemburger Kulturszene aus, dass du sehr viel Angebote für, ich sag mal jetzt mal, die du eigentlich kostenlos nutzen kannst. So entgegen des Vorurteils, dass es so teuer ist hier in Luxemburg, gibt es hier auch sehr preiswerte Sachen, ne? Ja, Genau. okay. Jetzt war ja in den letzten Jahren das große Ding, dass an der Lux Expo immer das große Festival war mit Robbie Williams, mit Guns N' Roses, also sehr, sehr viele, sehr große Headliner. Wie sieht es dieses Jahr aus? Ja, auch da, der gute Robbie ist wieder da. Yay! Back for good. Ja, touché, ja. Nicht schlecht. Genau, und Katy Perry tritt auch auf. Der Lenny Kravitz ist auch vor Ort. Und Moment, ich hatte mir das irgendwo noch. Die Gorillas. Genau, die Gorillas sind auch da. Also auch wieder ein sehr bunter Mix eigentlich. Ich weiß, da gab es auch immer wieder Diskussionen wegen den Ticketpreisen. Da sind wir dann wieder bei der anderen Diskussion. Also du hast halt in Luxemburg sehr viele preiswerte Angebote. Über Ticketpreise kann man immer diskutieren. Die Frage ist halt letztendlich immer, wie viel will man für ein Konzert von dem oder der Künstlerin eben ausgeben. Gut, ich meine, das sind schon sehr große Namen. Gleichzeitig sind es natürlich jetzt auch, also es ist kein Taylor Swift, ne, oder kein Harry Styles, aber trotzdem, ich meine, Robbie Williams, Katy Perry, kriegt man auch nicht jeden Tag zu sehen. Also das ist schon beeindruckend, meiner Meinung nach, eine Katy Perry mal in so ein kleines Land zu locken, einen Robbie Williams dazu begeistern, nochmal zurückzukommen und nochmal auf einem Parkplatz zu spielen. Also das kann auch nicht jede Venue von sich behaupten. Und also ich habe in der Vorbereitung auf die Folge mal so ein bisschen beim Atelier die Agenda durchgescrollt und wollte mir so 2, 3 Highlights rausschreiben und ich habe irgendwie nicht mehr aufgehört, irgendwie diese Liste fortzuführen. Also das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, was hier kommt. Also die Offspring, Saas, Paul Kalkbrenner, also da ist ja wirklich für auch jeden Musikgeschmack irgendwie was dabei. Ja, genau. Also ich weiß noch nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber das ist zwar jetzt ein bisschen später im Jahr, aber im November kommt zum Beispiel Tokyo Hotel nach Luxemburg. Das ist, für viele geht da vielleicht ein Traum in Erfüllung, so ein Kindheits- oder Jugendtraum. Man kann von denen halten, was man will, aber auch das ist halt so eine Sache. Also die füllen halt die Rockhall. Also. Und Heavy Saurus kommt auch. Genau. Für die Kinder. Was ist das? Das ist eine Rockband für Kinder. Ah, und wer auch noch kommt, das sind die Pussycat Dolls. Ah ja, Darf man auch nicht vergessen. Also
ziemlich starkes, großes Line-Up, was das Atelier da auf die Beine stellt. Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass das Atelier dafür verantwortlich ist, generell das Booking auch für die Rock Hall zu machen. Ja, nicht nur. Also die Rock Hall macht auch zum Teil selbst eben, die organisieren ja auch sehr große Konzerte. Also jetzt zum Beispiel auch die Toten Hosen, die kommen ja auch am 7. und 8. Juni. Die sind von der Rock Hall organisiert und da sind auch, wenn ich mich nicht irre, beide Abende ausverkauft, aber die ziehen halt immer, ich weiß nicht, woran das liegt, ich glaube, da kommen tatsächlich auch sehr viele aus der deutschen Grenzregion rüber, aber die waren auch die letzten Jahre, wenn die hier waren, das Konzert ist immer ausverkauft gewesen, also die wissen da schon, was die da programmieren. Ja, also das auf jeden Fall. Ich weiß noch, als vor einigen Wochen oder Monaten Kraftklub hier war, also da war auch das halbe Saarland mit dabei, auf jeden Fall, klar, gerade bei deutschsprachigen Bands. Und eben das ist auch das, wo du drauf hinaus wolltest, Marc, dass das hier schon in der Großregion einfach so ein Hotspot ist für große Konzerte, gute Konzerte, auch natürlich kleine Konzerte, aber ja auch, wenn ich überlege, Rise Against ist demnächst auch hier, auch an 2 Abenden. Ja, auch beide Abende ausverkauft. Der eine Abend kam irgendwie noch so dazu, weil der erste so schnell ausverkauft war. Also das hast du sonst hier in der Großregion auch nicht, ne? Was gibt's denn noch für Venues? Willst du eher kleinere Sachen wissen, oder? Ja, wir könnten vielleicht mal bei der Größe bleiben, also was auch so vom Atelier bespielt wird und gebookt wird. Vom Atelier bespielt, also es gibt auch so ein Open-Air-Festival, Absolut Bachtring. Das wird auch gemeinsam mit dem Atelier organisiert und von der Gemeinde Bachtring. Ich weiß, da stand letztes Jahr, glaube ich, da war Purple Disco Machine Headliner und da zahlst du halt, glaube ich, auch um die 30 € Eintritt, also für so einen Mega-Headliner. Dieses Jahr sind es Callum Scott ist Headliner, aber du kriegst halt auch immer so ein paar Luxemburger Musiker und Musikerinnen halt zu sehen, also da sind auch dieses Jahr Krieg dabei und der Luxemburger Rapper Malegar, der ja auch gerade so ein bisschen so eine Welle fährt, sage ich jetzt mal, der wird gerade ein bisschen gehypt, also vor allem bei jüngeren Hörerinnen und Hörern. Ja, habe ich auch schon auf Social mitbekommen, ja. Es gibt ja auch noch Neumünster, das ist ja auch Open Air. Genau. Da ist ja zum Beispiel auch Moby, leider auch gerade ausverkauft, aber was sich auch immer lohnt, sich da mal auf eine Warteliste setzen zu lassen, also da kann man auch dann, je nachdem, nochmal Tickets abgreifen. Ja. Und Clouseau. Stimmt. Clouseau spielt auch dieses Jahr in Neumünster. Ja, also wirklich, wie du sagst, für viele, viele Geschmäcker was dabei. Ja, und dann gibt's, die werden zwar nicht vom Atelier bespielt, aber die Francophonie in Esch auf dem Galgebirsch gibt es auch noch. Das ist auch so ein Open-Air-Festival. Ist auch manchmal ein bisschen umstritten wegen dem Standort auf dem Galgebirsch, wegen verschiedenen Gründen, sei es wegen den Tieren, die dort sind, beziehungsweise auch, weil der Zugang dann dorthin sehr lange gesperrt ist und die Anwohner halt auch damit ein bisschen zu kämpfen haben, um es mal nett auszudrücken. Aber die haben halt auch immer wieder ein krasses Line-Up. Dieses Jahr ist Skims unter anderem da und Macklemore. Wobei Macklemore ja auch, da gibt es ja auch so eine Antisemitismus-Debatte, kann man auch wieder anfangen. Da ist auch die Frage, gut, muss man das haben, aber naja. Und Nossi legt auf. Nossi ist ja auch der Luxemburger DJ schlechthin. Stimmt, der hat auch beim Tomorrowland gespielt. Genau, letztes Jahr. Ja. War nicht auch Macklemore letztes Jahr schon in Luxemburg? Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Da war der in der Rockhall. Da war ich tatsächlich sogar da. Aber auch da sieht man, also Macklemore, man kann von ihm halten, was man möchte. Er ist trotzdem ein riesengroßer Künstler und international angesehen. Und auch ein Macklemore kommt gerne ein zweites Mal nach Luxemburg. Ja, genau. Also das merkst du generell ganz oft, dass viele immer wieder kommen. Also ich habe ja vorhin von Giant Turks auf dem Musina Festival gesprochen. Die sind auch regelmäßig in Luxemburg. Also ich muss gerade kurz überlegen, ob mir noch andere Namen einfallen, aber du hast halt immer wieder, also wie gesagt, Rise Against waren auch schon ein paar Mal da, die habe ich auch schon ein paar Mal hier in Luxemburg gesehen. Auf jeden Fall auch Kraftklub. Genau, Kraftklub, ja. Also Alice Cooper ist auch schon ein paar Mal hier gewesen. Die Toten Hosen, wie gesagt, auch. Also du hast halt immer so Leute, große Stars, die tatsächlich, die immer wieder zurückkommen. Manche sagen manchmal, dass es tatsächlich der Charme eben ist von diesen kleinen Venues. Also gerade wenn verschiedene Künstler im Atelier spielen, das ist halt so ein kleiner Raum und du hast halt direkt eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du jetzt in der Rockhall stehst. Aber es hängt natürlich davon ab, was du willst, sowohl als Künstler als auch als
Zuschauer. Also beides kann halt mega cool sein. Wie groß sind denn die Chancen, als Fan abseits des Konzerts irgendwie sein Idol zu treffen in Luxemburg? Puh. Also wo residiert man denn dann? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Okay. Nee, tatsächlich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe draußen irgendwie vor der Venue oder so noch niemanden getroffen. Also außer vielleicht, du musst dann ganz, ganz früh da sein. Und dann noch, die kommen ja mit dem Bus dann angefahren und werden dann sofort irgendwo Backstage reingebracht. Also Aber so Sightseeing-Tour, dass sie so irgendwie so durch die Stadt gehen und sich die Stadt so ein bisschen angucken. Also man kennt es ja vor allem Ja, vom stimmt. Kraftclub, dass die dann so gerne mal noch irgendwie Wollte ich dann grad abends so eine sagen. Kneipentour machen. Ja. Also ich glaube, da ist ja dann gerade in Luxemburg das Potenzial dann doch recht hoch. stimmt. Hat denn weiß jemand, ob die das gemacht haben dieses Jahr? Haben die es Also sie haben davon erzählt, ich habe sie jetzt nicht dabei gesehen, aber ich glaube denen das einfach mal. Und ja, gerade eben beim kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, da schlagen die natürlich auch zu, ne? Ist dann die Hemmschwelle geringer. Ja, gut, dann muss man vielleicht in Zukunft die Augen aufhalten, wenn man weiß, okay, der und der ist gerade in der Stadt oder in Luxemburg, dass man dann vielleicht dann am Tag danach oder am Tag davor ein bisschen durch die Kneipen zieht. Also als Kulturjournalistin hast du ja schon sehr, sehr viel gesehen und erlebt in Luxemburg. Also du bist ja auch Luxemburgerin, du kommst ja von hier. Was war denn so musikalisch dein absolutes Highlight in Luxemburg bis jetzt? Ja, Rise Against. Aber ich bin halt einfach totaler Rise Against-Fan. Wobei ich sagen muss, dass ich da das letzte Mal, als ich die gesehen habe, das war in der Rockhall, das war vor 2 oder 3 Jahren, da fand ich die zum Beispiel nicht so gut. Da hat mich irgendwas, ich weiß nicht, ob es die Akustik war oder ob es der Saal war, weil der halt nicht ganz gefüllt war. Ich habe die dann ein paar Wochen später in Wien gesehen und da war halt die Stimmung so viel geiler. Und auch davor habe ich die schon mal im Atelier gesehen. Und da war es halt auch wieder geil, weil da halt so eine kleine Crowd war in diesem kleinen Raum. Aber trotzdem, Rise Against ist immer mein Highlight, wenn die nach Luxemburg kommen. Aber ich habe keine Karten für das Konzert dieses Jahr. Oh. Oh Ja, nein. es ist dramatisch. Oh, das tut mir leid. Ich werde dir dann erzählen, wie es war. Gut. Und Videos schicken. Ansonsten, ja gut, ich finde halt auch die Lux Expo Open Air finde ich halt auch mega, weil das einfach ein ganz anderes Setting ist. Gleichzeitig, also ich bin immer so im Zwiespalt, weil du stehst halt auf so einem Parkplatz und gleichzeitig ist die Akustik auch jetzt nicht so geil an dem Ort, aber ich meine, du kriegst halt große Stars in ein kleines Land und du hast halt die Möglichkeit, ja, einfach so ein größeres Konzert hier in Luxemburg zu erleben und ich glaube, das ist auch derzeit die einzige Möglichkeit. Ansonsten erinnere ich mich ganz, ganz gerne an meine Rockefield-Zeiten. Rockefield war tatsächlich sehr lange das Festival hier in Luxemburg. Das hat, glaube ich, angefangen mit einem Tag, immer sonntags. Das war auf dem Herschesfeld bei Bettenburg. Ich glaube, es heißt Herschesfeld. Und irgendwann haben die das dann auf 2 Tage ausgeweitet mit Camping. Und da waren halt auch schon größere Headliner wie Kings of Leon, hast du auch schon mal da gesehen, Bullet for My Valentine. Ja, und halt an die Food for Your Senses Zeit, da erinnere ich mich auch immer gerne dran. Aber das ist halt so eine Sache, diese Festivals sind so ein bisschen verschwunden hier in Luxemburg, also vor allem so mit diesem ganzen Campen drum und dran, das gibt's kaum noch. Ja, da sprichst du was Richtiges an und auch wichtig. Beim ILEC-Festival konnte man ja auch jahrelang campen und ich meine, seit 2024 gibt es das nämlich auch nicht mehr. Aber was trotzdem auch, egal ob Camping oder kein Camping, was bei dem Festival halt einfach cool ist, das ist einfach so deren Markenzeichen von Anfang an gewesen. Die 3 Tage sind kostenlos. Da kannst du kostenlos hingehen. Also du hast vielleicht nicht unbedingt die krassesten Headliner, es sind auch sehr viele luxemburgische Acts, aber genau das macht das Festival auch aus. Zeitgleich sind trotzdem auch einige kleinere Namen aus dem Ausland auch hier. Ja, und das ist einfach ein cooles Festival, so ein bisschen, und auch ein bisschen abgelegen. Also es ist ja in Echternach, beim Echternacher See. Also nicht abgelegen, aber es ist halt einfach, ja, mal was anderes als jetzt hier in Luxemburg-Stadt oder wieder in Esch oder, genau, ihr wisst, was ich meine. Was mir bei der Lux Expo noch aufgefallen ist, weil ich wollte auch auf ein Konzert dahin gehen oder ich habe überlegt, dass da teilweise die Doors, die Öffnung, die sind halt relativ früh, also so 5:30 und dann beginnt das Konzert auch früh. Hast du da Hintergründe, warum das so ist? Also ich dachte erst so wegen Lärmschutz oder gibt es da andere Gründe?
Ich frage mich tatsächlich, ob das nicht einfach ist, damit die Leute gemütlich anreisen können, noch was trinken können vor Ort und was essen. Also ich weiß nicht, ob es andere Gründe hat. Okay. Relativ oft so, dass wenn man solche so Special-Spots hat, wo dann irgendwelche Festivals stattfinden, dass es da relativ früh und auch zügig losgeht. Also wenn ich überlege, in Trier gibt es ja das Porta Hoch 3 Festival, direkt an der Porta Nigra, und da ist eigentlich auch immer recht früh geht die Show los, und die dürfen, glaube ich, auch nur bis 22:30 Uhr oder 23 Uhr wirklich machen, und dann ist auch komplett Ruhe. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass so oben, auch wenn es auf dem Parkplatz ist, klar, aber hinten dran ist ja trotzdem das Wohngebiet auch. Stimmt, doch tatsächlich doch beim Lux Expo Open Air, da gibt es, glaube ich, Vorgaben, dass ab einer gewissen Uhrzeit, dass es ruhig sein muss. Ich glaube, es ist ab 11, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also vielleicht ist es auch Mitternacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es 11 Uhr ist, wobei da auch einige Künstler sicher überziehen. Also manchmal kannst du die Show ja auch nicht genau timen und takten. Also. Ja, genau, weil beispielsweise hier bei The Offspring steht, dass Öffnungszeit halt 5:30 ist, aber zum Schedule, wann es überhaupt losgeht, steht da noch nichts, aber ich könnte jetzt nicht so früh schon da stehen, weil man muss ja arbeiten oder man muss dann irgendwie gucken. Gut, natürlich könnte man auch direkt nach der Arbeit hingehen, warum nicht? Aber ja. Aber das finde ich generell ein Problem, das ist vielleicht auch eher ein Problem auf der Webseite oder ich weiß nicht, wie das genau mit der Planung von denen immer funktioniert, aber dass du halt, wenn du Tickets nimmst, da steht halt ja noch keine Uhrzeit drauf, also halt nur die Doors, wann die halt öffnen, und oft kriegst du halt bis ein paar Tage davor keine Info, wer wann, also meistens weißt du ja schon, wer die Vorband ist, aber du weißt nicht, wann die anfangen, wann kommt eigentlich die Band oder der Musiker oder die Musikerin, für den du eigentlich da bist. Da würde es mir manchmal helfen, wenn ich schon ein bisschen früher wüsste, wann wer auftritt, weil ja, macht natürlich einen Unterschied, je nachdem, wie du arbeitest, wo du arbeitest, bis wie viel Uhr. Eben gerade für unsere Hörerinnen und Hörer ist es ja relevant, ja. Ja. Aber meistens fangen die Shows gegen 9 an. Wir haben auch vorhin schon drüber gesprochen, jetzt kommen wir mal vom teuren eher zum günstigen. Es gibt ja auch sehr viele Konzerte und Veranstaltungen, die umsonst sind. Hast du da vielleicht auch ein paar Empfehlungen? Wie gesagt, das ILEC. Das ILEC kann ich immer noch empfehlen, weil das halt 3 Tage sind im August, wo ja schon sehr, sehr wenig los ist. Die Congés Annulés sind zum Teil auch umsonst in den Rotonden, aber da, wie gesagt, gibt es noch kein Line-Up, wenn ich mich nicht irre. Also wir haben jetzt sehr viel über internationale Künstlerinnen und Künstler gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch die luxemburgische Identität und viele luxemburgische Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja irgendwie so trotzdem so ein Zwiespalt generell, mit dem Luxemburg zu kämpfen hat, ja, so international zu sein. Ich meine, wir sehen das auch an den Reihen, die wir auch in der Zeitung haben und so, Faces of Europe, ja, okay. Aber was ist denn mit der luxemburgischen Identität? Wie sieht es denn da aus in der Luxemburger Szene? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, die ist, wie zum Beispiel auch in der Literatur, einfach sehr mehrsprachig. Also du hast sehr viele Luxemburger, die Musik machen, aber nicht zwingend auf Luxemburgisch. Obwohl sich der luxemburgische Rap, Pop-Rap, tatsächlich anfängt so ein bisschen durchzusetzen und auch so ein bisschen zu entwickeln. Dann hast du halt Turn Up Tun, würde ich jetzt mal als Vorreiter nennen. Eigentlich ist The Lab sind eigentlich die Vorreiter im luxemburgischen Hip-Hop und Rap. Die auch auf dem ILEC sind dieses Jahr, genau. Ja. Die sind jedes Jahr auf dem ILEC. Jedes Jahr? Ja. Okay. Und ja, dann eben Turn Up Tun, Malaga, also die sind so ein bisschen eben am Kommen, beziehungsweise sind schon etabliert. Eher neu in der Szene ist Shani Baby. Die hat jetzt ein paar Singles gedroppt. Ist auch eine Frau in der Luxemburger Rap-Szene, ist auch eher selten. Also man hat noch nie Cool. Die macht auch luxemburgischen Rap. Also da ist schon so eine Szene, die sich auch stark entwickelt hat. Gleichzeitig hast du halt auch viele, die eben auf Englisch Musik machen oder auf Französisch auch. Ein bisschen weniger, zum Teil auch auf Deutsch. Also ich glaube, es ist, wie so vieles in Luxemburg, ist es die Mehrsprachigkeit tatsächlich, die diese Identität auch ausmacht. Findest du das denn, dass das ein Vorteil ist oder ein Nachteil? Ja, das ist so eine Diskussion, glaube ich, die auch viele unter den Künstlern immer wieder führen, weil zum einen, wenn Luxemburgisch deine Muttersprache ist, dann fühlst du dich vermutlich auch auf Luxemburgisch sicherer, wenn du damit auftrittst. Gleichzeitig kann man sagen, okay, schränkt dich das vielleicht nicht ein in deinem Publikum, weil außerhalb von Luxemburg verstehen sehr, sehr wenige bis kaum jemand Luxemburgisch.
Andererseits kann man sagen, okay, auch wir hier in Luxemburg haben schon mal Songs aus den Niederlanden total gefeiert. Wenn ein Song halt viral geht und die Sprache nicht verstehst, aber der Beat gut ist, dann hörst du ihn dir trotzdem an. Andererseits, wenn du halt auf Englisch zum Beispiel Musik machst, dann ist die Chance vielleicht größer, dass du international irgendwo dann doch eher anknüpfen kannst. Oder wie seht ihr das? Ja, ich glaube, also ich kenne die luxemburgische Hip-Hop-Szene nicht wirklich gut. Ich kenne aber die deutsche Hip-Hop-Szene sehr gut, noch aus meiner Jugend und Kindheit. Und ja, also ich kann verstehen, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil gerade Hip-Hop ist was sehr, sehr Persönliches oder Rap ist sehr, sehr persönlich. Viele persönliche Ereignisse werden oder Gefühle werden da verarbeitet und zum Ausdruck gebracht und ich glaube, das muss tatsächlich auf der Sprache passieren, mit der man sich am allerwohlsten fühlt und in der man sich am besten auch ausdrücken kann. Und wenn das dann halt, klar, beim Deutschrap war es halt Deutsch, also logisch, aber in Luxemburg, wenn das dann halt luxemburgisch ist, dann ist das so. Und ich glaube, das darf man irgendwie gar nicht so als Einschränkung sehen, sondern muss es eher so als Hilfsmittel und als Teil des Ausdrucks, des musikalischen Ausdrucks irgendwie sehen. Und ich glaube, bei der Musik ist es so wie bei allem anderen, was irgendwie mit Kunst zu tun hat. Das stagniert nie, es wird sich immer irgendwie entwickeln, Künstler entwickeln sich und vielleicht macht man sich auch erstmal irgendwie einen Namen mit Rap auf Luxemburgisch und ja, kann dann irgendwie international auch noch anknüpfen. Also wir haben vorhin über Tokyo Hotel gesprochen. Tokyo Hotel ist eine deutsche Band, die auch zum Großteil deutsche Tracks hat und schon immer auf Deutsch auch Lieder produziert hat, die aber weltweit Stadien füllen. Auch die Toten Hosen, auch Kraftklub. Also ja, ich glaube, Sprache ist dann nicht immer so das Hindernis, sondern eher irgendwie Ausdruck der Identität und das gehört dann halt dazu. Also big up an die luxemburgische Hip-Hop-Szene. Ja, ich finde es auch super. Ich finde es super interessant. Ich denke dann auch immer, das ist eine sehr einfache Möglichkeit, eine Sprache zu lernen oder kennenzulernen. Also so habe ich auch Englisch gelernt. Englisch ist natürlich krass vertreten in der Musikszene. Ja, und da finde ich, ist auch dann der Einstieg vielleicht zum Luxemburgischen ganz einfach. Oder wie du auch sagst, dann geht ein Song viral. Ich meine, das sieht man auch am Eurovision Song Contest. Da werden auch viele Lieder, also nicht so viele, wie es sein könnte, aber schon einige Lieder auch auf den Landessprachen gesungen. Und dann setzt man sich dann doch damit auseinander. Aber wie du sagst, dann gefällt einem der Beat oder ich weiß nicht, das Gitarrensolo und dann guckt man, warte, was sagt die Person da überhaupt? Und vielleicht, da die Sprachkurse ja anscheinend selber laufen sind am Sprachinstitut, da könnte man jetzt einfach luxemburgischen Rap hören und dann ein bisschen mehr Luxemburgisch lernen und verstehen. Ja, und wenn man halt nicht so auf Rap steht, dann Herr Stronner macht auch noch Musik auf Luxemburgisch. Also wir haben jetzt sehr viel über Pop und Hip-Hop und auch Rock gesprochen. Es gibt ja auch sehr viel klassische Musik in Luxemburg. Also in Luxemburg gibt es die Philharmonie. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal hier in der Großregion. Das gibt es jenseits der Grenze auch nicht direkt. Was wird da so geboten? Ja gut, also in der Philharmonie hast du ja zum Beispiel eines der Highlights, vor allem gegen Sommer hin, ist immer dieses Philharmonie Goes Königswiss, wo dann eben auf der Königswiss hier in der Stadt eben ein riesiges Konzert, Open-Air-Konzert stattfindet, umsonst. Die Luxemburg Philharmonic treten dieses Jahr unter der Leitung von Martin Rajna auf. Das ist der neue Dirigent. Genau, das ist am 4. Juli, also da weiß ich, dass auch immer sehr viel Andrang ist. Also die Leute kommen da wirklich in Massen angeströmt. Und auch ansonsten, die Philharmonie hat halt, vor allem wenn es ums Kinderprogramm geht, ein sehr, sehr breites Angebot. Also die machen da sehr viel verschiedene Sachen. Da muss man auch, wenn ich das so von links und rechts richtig verstanden habe, muss man sehr früh an sein, um Tickets zu buchen, weil die halt sehr schnell ausverkauft sind, die Veranstaltungen für Kinder. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, man muss früh an sein, man muss schnell sein, man muss das Programm vorher am besten schon irgendwie
einmal durchgecheckt haben, was kommt dieses Jahr und dann muss man relativ zügig auch die Tickets kaufen. Und das sind immer so Märchen, die dann auch für Kinder inszeniert werden und gespielt werden, auch von Kindern, also mit Kindern auf der Bühne teilweise. Und das Ganze auch, wenn wir beim Thema Sprache, in verschiedenen Sprachen. Also es gibt es dann auch frankophon und auf Deutsch, je nachdem. Und ich habe gerade auch noch gesehen, wirklich für ganz kleine Kinder gibt es auch was. Das ist so ein immersives Konzert. Das nennt sich dann Baby Space. Ja, mit einer Mischung aus Tanz, Musik und auch bildende Kunst. Also da steht dann, das empfohlene Alter ist 0 bis 2 Jahre, natürlich immer mit Erwachsenen dabei, mit den Eltern. Es gibt natürlich nicht nur Konzerte und Musik in Luxemburg und gerade im Sommer kann es einem ja auch schon mal zu warm werden oder auch zu viele Leute sein auf dem Konzert. Aber auch da gibt es in Luxemburg sehr viel kulturelles Angebot. Was mir auch noch gar nicht bewusst war, dass man in der Stadt nämlich auf einer kleinen Meile ganz viele, ich glaube es sind 5 Museen entdecken kann. Ja, genau, du kannst eigentlich quasi so ein Museum-Hopping machen. Also ich weiß nicht, du kannst vom Mudam ins Dreiescheln, dann rüber zur Villa Vauban oder ins Nationalmusee, Naturmusee. Also ja, du kannst da wirklich hin und her switchen und es gibt ja viele Dauerausstellungen, aber zeitgleich gibt es ja auch immer wieder neue Ausstellungen, die du entdecken kannst. Ja. Ah, und das Luxemburg City Musee. Das gibt's auch noch. Und insgesamt hat Luxemburg auch über 60 Museen, habe ich gelesen. Das ist ja auch wiederum, wie gesagt, für so ein kleines Land wirklich groß. Und eben auf der Museumsmeile sind allein schon 5 Stück, einfach zu Fuß, ganz einfach erreichbar. Wie du sagst, genau, es gibt eben feste Ausstellungen, aber auch wechselnde. Und ich habe mir auf jeden Fall für dieses Jahr noch rausgeschrieben, da waren nämlich auch ein paar Kolleginnen und Kollegen von uns, da wollte ich ins City Museum zu Et Leeft. Das ist eine Ausstellung zur Menstruation und das soll wirklich cool sein und interessant. Die geht noch bis zum 19. Juli, also da muss ich mich beeilen. Aber die ist sehr empfehlenswert. Ne? Ja, ich habe nämlich schon gehört, es hat auch jemand, kann ich vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Es gab da so eine Rezension, glaube ich. Ne? Ja, Michael und ich waren uns die gemeinsam anschauen, Stimmt. weil wir wollten halt den Blick von einem Mann auf die Ausstellung und den Blick von einer Frau. Mhm. Ja, die hat uns beide sehr gut gefallen. Also ich glaube, Michael hat sehr viel dazugelernt. Ich tatsächlich auch. Also du hast halt da wirklich also was mich immer noch beeindruckt, sind diese Menstruationsartikel, die du halt ganz am Anfang von der Ausstellung siehst, die auf sehr, sehr frühe Zeiten zurückgehen. Also was die Leute zum Teil halt schon, also früher benutzt haben, statt Tampons und Binden und der Menstruationstasse ist. Ja. Das ist wirklich, also ich kann die nur empfehlen, die ist wirklich gut. Genau, bitte nicht zu viel spoilern, ich will da ja auch noch hingehen. Und eben, ja, das finde ich eben auch so faszinierend an so Ausstellungen oder Museen. Es sind nicht immer nur Bilder, die an der Wand hängen, ja auch, aber es ist ja auch oft dann eben verbunden mit, wie du jetzt gesagt hast, mit Informationen, zeitgenössischen Informationen. Es ist ja auf eine Art auf jeden Fall Bildung, die auch niedrigschwellig ist auf eine Art. Du kannst ja einfach gucken, du musst nicht mal unbedingt lesen. Eine andere Ausstellung, wo ich auch noch gerne hin möchte, ist im Naturmusee. Die heißt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Animal Ösch. Also wie animalisch, nur Ösch hinten, also das Ich auf Luxemburgisch. Genau, das soll so ich weiß es halt auch noch nicht genau, ich war ja noch nicht da, aber das soll so die Relation des Künstlers hervorheben, die er mit Tieren hat, also mit nichtmenschlichen Tieren, weil Tiere ja in verschiedenen Kontexten eben genutzt werden oder Menschen begegnen und das soll irgendwie in dieser Ausstellung aufgearbeitet werden und die geht auch noch bis zum 23. August. Da bin ich mir nicht sicher, ob da jemand von uns war. Ich glaube nicht. Genau. Aber ja, deswegen, also sehr viele unterschiedliche Sachen. Genau, die Museumstage, die waren jetzt gerade, die haben wir leider kurz verpasst, aber... Genau, also im Oktober ist dann noch die Nacht der Museen oder Nuit des Musées, wie es offiziell hier heißt. Da kannst du halt nachts ins Museum, also da kannst du auch überall rein. Und wenn ich das richtig sehe, ist das preislich tatsächlich auch sehr attraktiv. Also für Kinder unter 16, also Jugendliche und Kinder unter 16 ist der Eintritt gratis. Für Erwachsene dann 10 €, wenn man das im Vorfeld kauft. Also überleg dir das mal. Du kannst dann an einem Abend für 10 €, du kannst ja dann in jedes Museum, wenn ich mich nicht irre, einfach rein und rauslaufen, ständig. Ja, und generell auch um jetzt wieder ein bisschen sozusagen von teuer zu günstig zu gehen, ist mir auch aufgefallen, dass die Preise von den Museen auch gar nicht teuer sind. Also teilweise einfach nur 5 €. Das ist dann noch nicht mal der ermäßigte Preis. Also für Kinder oder Rentner
Es ist dann nochmal günstiger. Also das ist dann ein Ausflug für die ganze Familie, der dann auch nicht extrem teuer ist. Und die sind auch meistens ganz gut klimatisiert, habe ich gehört. Also wie gesagt, wenn man da vor heißen Sommertagen flüchten will, dann einfach ins Museum. Und das Schöne an Luxemburg ist ja, dass man eigentlich nur über die Grenze fahren muss, von Deutschland aus gesehen. Und dann kann man irgendwo an einem Park-and-Ride-Parkplatz parken, steigt in den Zug ein, kann kostenlos in die Stadt fahren oder wo auch immer man hin möchte im Land. Die Tram in der Stadt ist kostenlos. Also der komplette ÖPNV ist einfach kostenfrei für die ganze Familie. Und das ist dann schon sehr angenehm, wenn man da nicht noch irgendwie sich auch in der Freizeit dann noch durch den Stadtverkehr quälen muss mit dem Auto, sondern einfach sagt, komm, wir fahren jetzt mit dem Zug rein oder mit der Tram. Und das ist schon sehr, sehr angenehm. Eben, selbst wenn man das im Pendleralltag halt nicht macht, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist, also in der Freizeit, ist das wirklich die beste Idee, wie du sagst, ja. Und man kann auch am Findel parken, also da ist auch ein großer Parkplatz und wenn man sich die CFL Parking and Go App, heißt sie, glaube ich, runterlädt dann und da registriert, dann kann man mit der Tram in die Stadt fahren und dort auch kostenlos parken. Wenn man am Findel parkt und mit der Tram fährt, dann kann man übrigens auch zur Schober fahren. Stimmt. Die ist nämlich auch noch. Stimmt. Die ist dieses Jahr vom 21.08. bis zum 9. September 2026. Und es ist ja auch schon irgendwie kulturelles Gut in Luxemburg. Genau, also wir haben eigentlich viele so kleine, ja, so, ich nenne das jetzt mal Dorffeste, die irgendwie auch, das ist ja auch immaterielles Kulturerbe, wenn du es so betrachtest. Also ich nenne jetzt mal die E-Meisschen in Losbild oder auch hier in Luxemburg-Stadt. Das ist ja auch schon, das gehört ja irgendwie zur luxemburgischen Kultur dazu. Aber eben vor allem auch die Schobermesse, was ja einfach die größte Kirmes im Jahr im Land ist. Du erlebst halt eine andere Art von Kultur. Ist halt was anderes als jetzt ein Museum oder ein Konzert von einer Katy Perry, aber ja. Das ist ja das Schöne an Kultur, das ist halt das, was du draus machst. So. Hauptsache es macht Spaß sozusagen. Eben. Das ist das Wichtige. Ja. Ja, Kultur soll Spaß machen und die Menschen zusammenbringen vor allem. Ja. Und dann ist es ja auch egal, was für eine Art von Kultur man eben in dem Moment dann eben konsumiert, sondern genau, es soll Spaß machen und vereinen. Der Sommer wird ganz schön bunt und schrill mit Katy Perry, Schober, die Offspring und noch viele, viele mehr, die dieses Jahr wieder nach Luxemburg kommen. Außerdem gibt es ganz, ganz viel zu entdecken und zu sehen in den Museen und ich glaube auch generell an der Mosel entlang. Es gibt zahlreiche Weinfeste, die wir jetzt hier gar nicht besprochen haben und viele, viele kleine Zusammenkünfte und Happenings im Großherzogtum und auch an der Grenze und an der Grenzregion. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß im Sommer und vielen Dank, Nora, dass du heute da warst und uns so ein bisschen Insights gegeben hast. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und danke dir, Jill. Ja, gerne. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Danke dir auch. Bis dann. Eddie. Ciao. Der Pendlerclub ist ein Podcast vom Luxemburger Wort. Das Luxemburger Wort und Mediahus Luxemburg sind Teil des internationalen Trust Project, das für transparenten und vertrauenswürdigen Journalismus steht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Link in den Shownotes.